Burm, mir ist an die Feiertag ein bayerischer Gedichtband in die Hände gefallen. Und da möchte ich euch gern einen Vers daraus vortragen. Ja. Musst im Winter ins kalte Bett einsteigen, dann weiß ich ganz gewiss, das tut dich nicht gefreien. Drum kannst du leicht helfen, du schickst einen auf der Ross, die Kalten geht weg, weil so schön warm macht der Schweiß. Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu Folge 7 vom Wellensittich Stammtisch. Ihr habt unsere Egos seit der letzten Folge so brachialst aufblasen. Also wenn unsere Stimmen ein bisschen hallen, dann wundert es euch nicht, weil wir kriegen kaum einen Fuß auf den Boden, weil ihr so unfassbar süß wart. Ihr habt so liebe Kommentare geschrieben. Ihr habt uns ganz, ganz liebe Privatnachrichten geschrieben. Das hat unsere Herzen sehr erfreut. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, aber wer seid ihr eigentlich? Hallo, servus, ich bin Tres und ich bin da mit meinen Freundinnen Verena. Hallo, servus, ich bin Verena. Und Anja. Hallo, Freunde, hallo. Wir haben uns so noch nie begrüßt im Podcast, aber wir begrüßen uns jeden Tag so in Sprachnachrichten. Deswegen wollte ich das jetzt mal mit den Wellensittiche teilen. Finde ich sehr schön. Ich liebe den Song. Das ist eine gute Scheibe, ja. Ach ja, Freunde, wie geht's eine Schritte? Gut, danke. Ich wollte nur fragen, damit ich von mir selber verzeihen kann, weil ich war am Wochenende bei minus 15 Grad Bonn. Und jetzt glaube ich, dass ich eine Blasenentzündung habe. Naja, schon eigentlich. Geil. Ja, Gute Besserung. danke. Gute Besserung. Aber wie geht's euch? Gut, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe das Wochenende drin verbracht. Ich habe mal wieder Theater gespielt, 3 Tage hintereinander. Und ich habe die Feldstudie fortgeführt, die Zigarillo-Feldstudie. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich diese Zigarillo nicht angebracht habe, weil das Feuer immer ausgegangen ist. Und jetzt gestern bei der 5. Vorstellung ist mir aufgefallen, an was das liegt. Weil ich davor immer ein bisschen rumschrei und dann so fest schnauf, dass ich mit meinem Atem, der durch meine Nasen kommt, das Feuer ausblas, mit dem ich versuche, meine Zigarillo zu zünden. Na schön. Aha. Ja, nein, man muss das üben mit dem Rachen. Aber jetzt weiß ich muss Luft halten, dann bringe ich auch das Ding um. Rachen mit Verena, folgt mir für mehr Tipps. Verena hat nämlich als Jahresvorsatz gehabt, dass sie das Rachen anfängt. Genau. Das hat ein Bekannter von mir wirklich schon mal gehabt. Und der hat dann das Rachen angefangen. Also er hat seinen Vorsatz eingehalten. Schau an. Deswegen gibt es jetzt auch einen Kurs, wie man am besten rauchend ins neue Jahr startet mit Frieden. Sehr gut. Ja, und ansonsten waren auch ganz bezaubernde Gäste da dieses Wochenende. Ja. Insbesondere gestern habe ich einen riesigen Fanbus da gehabt. Gestern waren so viele Leute da wie nie, nur für mich. Es war wunderschön. Und ein paar davon waren ganz besonders bezaubernd. Gell, Anja? Ja. Und zwar ich. Ich habe gestern wieder das Vergnügen gehabt, der Verena ihr Theater anzuschauen. Ich glaube, ich war jetzt jedes Jahr da, seitdem wir uns kennen und du gespielt hast oder wenn du gespielt hast. Und es ist immer wieder sehr, sehr schön und ich fand es gestern auch wieder besonders lustig. Und du warst sowieso scharf wie eh und je. Da war ich wieder total verliebt, hab die immer wieder angeschaut und hab mir gedacht, das ist meine Freundin. Na, war echt toll. Hör doch auf. Werde ja ganz rot. Was ging bei dir am Wochenende, Res? Ich habe tatsächlich den Vorsatz, den Verena gehabt hat, mit ihrem Vision Board ein bisschen umgesetzt. Ich habe mir nämlich für jeden Monat ein so Moodboard-Kalenderblatt erstellt. Oha. Was mit so passende Symbole und kleine Bildchen und so. Und ich habe mir vorgenommen, da jeden Tag einen Satz einzuschreiben, der den Tag beschreibt. Dass man dann am Ende des Jahres wie so eine Serie, also es ist so in einem Stil von Serientiteln, Serienfolgentiteln, dass ich dann am Ende des Jahres durchlesen kann,
ob es bloß eine langweilige Folge war am 7. Januar oder eine spannende. Genau. Oh, Verstehe. Klingt ganz geil, Mhm. wenn man es durchzieht. Hey, ich bin nur motiviert. Schauen Okay. wir mal. Ja, ist cool. Und was ist bis jetzt der spannendste Titel? Ja, es ist noch nicht so viel passiert. Das Jahr ist ja noch jung. Aber mein Lieblingstitel bis jetzt ist Durchfall auf der Couch. War der Durchfall von dir oder von wem anders? Also die Folge heißt Durchfall auf der, also die Folge, der Doc in meinem Leben heißt Durchfall auf der Couch. Aber ich habe einfach ein bisschen Magen-Darm gehabt am 1. Januar und habe den Doc deswegen mit der Wärmflaschen und Magen-Darm-Tee auf der Couch verbracht. Ja, es ist ein Clickbait-Titel. Na und? Wollt's mir anschauen? Wie schaut's bei euch aus mit den Vorsätzen? Habt ihr schon was in Angriff nehmen können? Ich bin ja nicht so der Vorsatzmensch, aber ich habe mich trotzdem wie jedes Jahr angemeldet bei einer Yoga-Challenge für Januar. Jeden Tag Yoga. Naja, bis 2. Januar habe ich durchgehalten bis jetzt. Und da sind wir auch sehr stolz. Sobald die Videos länger waren wie 10 Minuten, war ich schon wieder raus. Schade eigentlich. Du bist einfach eine Maschine. Aber das passt jetzt ganz gut, weil ich will halt in dieser Folge mit euch über Sport reden, weil wir das ja das letzte Mal auch schon angeschnitten haben mit den Vorsätzen. Und ich glaube, viele Leute geht so, dass am Anfang des Jahres sie denken, wenn man richtig viel gefressen hat an Weihnachten und an die Feiertage und Silvester und so und auch gesoffen hat, dann denkt man sich, wenn man in den Spiegel schaut, aha, da kann man was ändern, theoretisch, dann ist man wieder kurz motiviert. Und deswegen hat mich das da drauf gebracht, dass wir heute vielleicht einmal ein bisschen über unsere Sportkarrieren reden könnten. Und da war meine erste Frage, macht ihr aktuell Sport und wenn ja, was? Res? Ich war tatsächlich heute vor unserer Podcast-Aufnahme nur beim Sport. Lecker. Halt's euch fest, besonders Anja. Anja hasst das Wort. Ich gehe nämlich bouldern. Ja. Es ist die Wahrheit. Respekt, Freund. Ja. Und sonst habe ich ein laufendes Fitnessstudio-Abo. Da gehe ich tatsächlich auch hin. Ja. Das ist echt Ah, du krass. trainierst ja auch. Ich Für trainiere was? auch. Ja, erzähle ich euch später, für was ich trainiere, liebe Wellensittiche. Ja, okay. Jetzt klären wir erst einmal, was Verena so für einen Sport macht gerade. Die Verena ist Spinning-Pferd. Ich gehe ins Fitnessstudio in Spinning-Kurs. Mhm. Ich muss es vielleicht kurz erklären, weil ehrlich gesagt, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, was Spinning ist, bis du das verzeiht hast. Ah, okay. Es ist ein Kurs, wo alle Menschen auf so stationären Fahrrädern hocken. Und dann ist da einfach sehr laute Musik und eine Trainerin vorne, die einen so richtig anschreit. Und ich hasse, wenn Menschen mich anschreien, aber wenn die Lisa mich anschreit, dann bin ich am Start, dann bin ich motiviert, dann gebe ich Gas. Ich dachte einfach nur Warner auf diesem Radl. Lisa! Das Geile ist ja, dass man da einen Widerstand halt einstellt, wie schwer es geht. Und das kannst du ja so einstellen, wie es halt für die, wie du es halt kannst. Also es ist individuell anpassbar. Das finde ich eigentlich das Geile dran. Weil wenn ich nicht so gut drauf bin, dann lasse ich es halt ruhiger angehen. Und manchmal merke ich dann aber, dass ich ein Viech bin und dann gebe ich richtig Gas. Und das ist geil. Und sonst, wenn nicht Winter ist, hocke ich halt auf einem echten Radl draußen. Das ist auch wild, ja. Radlfahrer sind ja meine natürlichen Feinde. Aber ich glaube, das geht alle leider. Leute so. Wenn sie im Auto hocken, selbst wenn sie selber Radl fahren, sobald sie selber im Auto wieder hocken, sind Radlfahrer wieder die Feinde. Ja, geht mir auch so. Was machst du für einen Sport, Anja? Ja. Ja, nein, ja. Ich mache vor allem draußen Sport und ich möchte jetzt aber nicht als Sport bezeichnen. Also ich gehe halt ab und zu mal auf den Berg, ich gehe viel spazieren und jetzt bin ich Wintersportmaus und gehe Skifahren und Schlittschuhe habe ich mir auch neu gekauft. Schlittschuhfahren geht demnächst, aber so wirklich Sport mache ich nicht. Naja, Okay. Ja gut, du bist aber auch eine Koryphäe im Trinksport. das zum Beispiel. Und bei den Auftritten springe ich ja wirklich rum wie ein Geistesgestörte.
30 bis 60 Minuten und das ist auf jeden Fall mein Workout. Das stimmt. Das ist ein krasses Heat-Workout. Es ist auch wirklich brutal, weil wenn man das erste Mal so intensiv macht, dann hast du auch wirklich einen Muskelkater und man klappt es auch nicht. Man hat auch wirklich einen Muskelkater in die Arme, nur vom Klatschen. Das ist so bescheuert. Aber das hattest du, glaube ich, auch schon mal, gell, Fredi? Und meine andere Tourbegleitung, Antonia, hatte das auch tatsächlich schon mal. Ja. Also mein Fitness-Tracker zeichnet es auch tatsächlich immer als Sporteinheit auf, wenn ich bei dir beim Auftritt dabei bin. Ja, Das liebe ich. Weil man einfach springt und mitsingt und singen und springen gleichzeitig macht einen auch sehr atemlos und treibt den Puls auf jeden Fall sehr weit hoch. ja, ich finde es auch schön, dass wir schon Veranstalter empfohlen haben, dass ich vielleicht mal High Heels trage oder mir meine Haare immer ausgefallen hochtupiere und so. Aber ich immer denke, so, hast du eine Show von mir angeschaut? Ich hupfe wirklich rum wie eine Geisteskranke. Da dachte ich mir, alles brechen auf High Heels. Also, mei. Vor allem Typen, gell, selber noch nie High Heels angehabt. Aber einfach mal weiterempfehlen. Genau. Einfach Danke mal. für den Tipp. Ja, danke. Naja, gut, aber was mich ehrlich gesagt nur viel mehr interessiert, weil das, was ihr aktuell macht, weiß ich ja natürlich. Aber was war denn so eure Vergangenheitssportkarriere? Also, welche Sportarten habt ihr als Kind mal ausprobiert oder tatsächlich ewig lang gemacht? Und wie lief das so? Res, verzeih mal. Also die Sportart, die ich am längsten gemacht habe, war auf jeden Fall Ballett. Da habe ich schon als Kleinkind damit angefangen. Da habe ich mit 3 oder so, glaube ich, angefangen. Doch, ja, genau, weil ich habe es 10 Jahre Krass. gemacht. Von 3 bis 13 habe ich Ballett tanzt, mindestens einmal in der Woche. Weil wir Auftritte gehabt haben, natürlich auch öfter. Und das habe ich sehr geliebt. Also es war auch mega anstrengend natürlich. Du musst da voll Körperspannung haben und auch die ganzen Sachen wie Spagatpirouetten und so weiter, was man halt so kennt. Es fordert einfach sehr, aber ich habe das geliebt, auch mein Trainingstrikot anzuhaben haben und da hast dann auch immer so einen schönen Tüllrock dazu. Fand ich immer cool. Und ab einem gewissen Alter darfst du dann auch anfangen, Spitzen zum Tanzen. Und das war voll die Ehre, weil vor uns waren immer die Elternmädels dran und wenn man dann schon im Raum gewartet hat, bis die fertig sind, bis die eigene Ballettstunde beginnt und dann hast du gesehen, dass die schon Spitzen tanzen und hast du gedacht, oh wow, wann darf ich endlich meine Zehen kaputt machen? Und dann, also es war auf jeden Fall ein sehr großer Moment, als ich meine ersten Spitzenschuhe gekriegt habe. Da musste ich auch besticken lassen und so. Ja, genau. Ach, krass. Aber kann man dann mit den Schuhe leichter auf Zehenspitzen stehen oder wie geht das? Also man hat auch so Zehenschoner drunter. Ja, aber das tut doch trotzdem unfassbar weh, oder nicht? Ja, gibt es welche aus Gel, gibt es welche aus Schaumstoff, muss man halt dann schauen, was einem besser gefällt, besser zur Fußform auch passt und so. Aber ja, es tut schon weh. Das will ich mir nur vorstellen, haut es mich schon hin in Gedanken. Mhm. Mir hat übrigens sehr sauer gemacht, weil es mir gerade einfällt wegen am Hieflieg, dass in dieser Umfrage auf Spotify, wer von uns als erst als künstliche Hüftgelenk kriegen wird, niemand Dress gewählt hat. Hallo? Mittlerweile habe ich auch eine Stimme. Ja, von gekriegt. mir! Ja, Weil es mei. mir so zuwider gemacht hat. Ja, sehr. Und Anja und ich, wir sind gleich auf, wo ich das letzte Mal geschaut habe. Ja, ihr Wichser, Ja, echt. frech. Ihr seid richtige Wichser. Ihr habt Ja. alles richtig gemacht, liebe Wellensittiche. Genau so weitermachen. Also, Naja, aber es stimmt ja, du bist ja die Jüngste von uns. Also von dem her stimmt, kann schon passieren. dass du 3 Monate länger durchhältst. Ja. Gunst mir das doch. Ja, gute Ja, Tage, ja. 3 Monate. Und warum hast du dann aufgehört mit Ballett? Meine alte Ballettlehrerin hat dann aufgehört, altersbedingt. Und die nachgekommen ist, fand ich so, also es gibt im Ballett 2 verschiedene Stile, den französischen und den russischen. Und meine alte Ballettlehrerin war Französin und halt auch so, schon streng, aber so sanft und lieb einfach. Und die neue Ballettlehrerin war so, wie man sich eine klassische, strenge russische Ballettlehrerin vorstellt. Also halt so richtig mit, wenn du was nicht richtig gemacht hast, dann hat die rumgeschrien und die hat also einen Taktstock gehabt und es war alles, ich fand es nicht gut. Es hat mich sehr verstört. Ich habe eine Probestunde bei der gemacht und dann gesagt, na passt schon, ich höre einfach auf. Und was hast du ansonsten noch in deiner Sportkarriere gemacht?
Ich habe gleichzeitig mit Ballett irgendwann auch noch angefangen, Taekwondo zu machen. Glaube ich, ab der 4. Klasse oder so. Das hat angefangen mit einem Selbstverteidigungskurs für Mädchen, der angeboten worden ist. Und da darf ich gerne erzählen, dass ich da ein sehr großes Lob von diesem Taekwondo-Lehrer gekriegt habe, weil eine Aufgabe in diesem Selbstverteidigungskurs war, sie gegen einen fremden Mann, also das ist ja dann irgendein Typ der von der Sportschule in die Sporthalle reingekommen, den wir vorher noch nicht gekannt haben. Und gegen den haben wir uns verteidigen müssen. Und ich habe halt noch keine Griffe oder irgendwas gekannt und habe ihm einfach brutalst gegen das Schienbein treten. Und dann und halt rumbläht, dass er mich in Ruhe lassen soll. Und dann hat der Taekwondo-Lehrer danach gesagt, dass ich das sehr gut gemacht habe und dass sie alle ein Beispiel an mir nehmen sollen, weil genau so muss man es machen. Oh, Das finde ich schön. Ja. voll gut. Genau, also das habe ich eine Zeit lang gemacht, bis zum grünen Gürtel. Aber habe da dann auch irgendwann wieder aufgehört. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau warum, weil das hat mir auch immer sehr Spaß gemacht. Aber bringt einem das was man da gelernt hat? Also, dass du da im Straßenkampf jemanden umtreten können damit? Ja, auf jeden Fall. Echt, oder? Ja, schon. Also da ist es vor allem auch viel drum gegangen, wie man sie am besten hinstellt, wenn du wirklich in einem Face-to-Face-Kampf mit jemandem bist und auch wie man Schläge ausführt und so. Doch, ich glaube Okay. schon. Können wir die mitnehmen nach Tirol? Ja. Auch ohne Steigkappenschuhe, glaube ich. Da ich da glänzen. Ja, und was ich noch ausprobiert habe, was ich aber leider nie weiter verfolgt habe, weil es ja die Einrichtung dann nicht mehr gegeben hat, aber ich wollte immer ein Pferdemädchen sein. Im Herzen war ich ein Pferdemädchen. Ich habe ganz viele Pferdemädchen, ganz viele Pferdebücher gelesen und mich ganz viel damit beschäftigt. Also das theoretische Wissen habe ich gehabt, aber leider auch sehr großen Respekt vor Pferde. Und dann habe ich nur eine Probereitstunde mal gemacht und dann festgestellt, das kann ich nicht. Also ich finde es schön hier oben, aber es geht leider nicht. Ja, fühle ich sehr. Den Respekt vor Pferden. Wie hat das bei dir eigentlich angefangen, Verena? Ja, ich bin ein mega Pferdemädchen, aber gut, ich bin auch mit Pferdl aufgewachsen. Okay. Also meine Großeltern haben Pferdl gezüchtet, das waren schon immer Pferdl am Hof, dementsprechend habe ich die von klar auf kennt und habe es dann auch eigentlich gar nicht erwarten können, bis ich endlich das Reiten angefangen habe dürfen. Also mit 6 habe ich dann Reitstunde gehabt und bin dann echt sehr viel geritten, habe dann auch eigene Pferdl gekriegt. Mittlerweile sind es alle in Rente, alle im Ruhestand, chillen auf der Wart. Sie werden nur noch gemisst von mir und ein bisschen verhätschelt. Man kann es leider nicht mehr reiten. Aber ja, das war schon immer eine sehr große Leidenschaft von mir. Ja, hast ja voll den Kindheitstraum gelebt von ganz vielen Kindern. Ja. Ja, voll. Es war auch immer nach der Schule sofort. Habe ich mich mit der Freundin immer getroffen, sind wir immer ausgeritten sofort. Also es war wirklich heimgehen, Mittagessen, naus herrichten und los. Süß. War richtig cool. Ja, richtig schön. Und davor habe ich aber auch noch, oder währenddessen auch voltigiert. Das ist Turnen auf dem Pferd. Also ich habe alles gegeben, was in Pferderichtung gibt. Was heißt Turnen auf dem Pferd? So Handstand? Nein, Handstand haben wir ja geklärt. Was? Also kannst du einen Handstand? Ja, das Ding war, mit Turnen auf dem Pferd war das Ding, also ich war immer die Basis. Die unten sie irgendwie hingeknirgelt und die zierlichen Mäuse sind dann immer um meinen das Körper macht man zu rumturnt. zweit. Das macht man unter anderem zu zweit. Man kann es allein machen. Oder auch zum Teil zu dritt. Also schon. Da Zu macht man dritt krasse auf einem Figuren. Pferd? Ja. Na, jeder auf einem Pferd. Nein. Das Pferd ist an einer sogenannten Longe, ein sehr langes Seil und läuft im Kreis. Und dann gab es da eine Mannschaft quasi, eine Frauschaft eher. Und dann sind immer 2 drum und turnen irgendwas und ziehen dann die dritte Person hoch und eine andere macht dabei einen Abgang und so wechselt man so durch quasi und Das turnt ist da ja eine wild. Kühe oder sowas. Ja, krass. Ich habe das echt nicht gewusst, dass es sowas gibt. Interessant. Sind wir wieder ein Wissenschaftspodcast, sag's wie es ist. Again what learned. Und was hast du sonst Neues ausprobiert? Dann habe ich mal in meiner Jugend Tischtennis gespielt. Da habe ich auch ganz viele Vorurteile, habe ich da. Da waren wir auch richtig, richtig gut. Nicht. Also wir sind eigentlich überall hingefahren, haben gewusst, dass wir 8-0 verlieren werden. Wenn wir mal 8-1 verloren haben, waren wir stolz. Irgendwann haben wir es mal auf ein 7-7 gebracht. Da waren wir unfassbar aus dem Heisel. Was war da los?
Ja, das weiß ich nicht ganz. Da waren die anderen nicht ganz auf der Höhe, glaube ich, weil das nächste Mal, wo wir gegen die gespielt haben, Die ist nicht gut gegangen. haben sie uns wieder richtig abgezogen. Ja. Und ist das auch wirklich mal anstrengend, also dass das auch wirklich den Namen Sport verdient hat? Ich muss gestehen, dass ich nicht oft geschwitzt habe. Dann klingt es wieder nach einem Sport, den ich gut finde. Ja, bei den Spielen weiß ich mal einmal, dass ich geschwitzt habe, weil da habe ich richtig gebissen, dass ich das Spiel gewinne. Weil das wirklich, Ja. da spielst du auch in Sätzen, wer als erster 3 Sätze gewinnt. Und da stand es halt 2-2 und dann wollte ich es ums Verrecken gewinnen. Das war dann ganz cool eigentlich, weil da hat sich dann mal mein Ehrgeiz eingeschalten und da habe ich dann auch geschwitzt. Vielleicht hängt es irgendwie zusammen, ich weiß nicht. Aber den Punkt habe ich geholt. Aber das Beste war eigentlich, dass wir halt dann, ich habe dann bei den Damen auch noch mitgespielt. Die Mädels haben dann alle aufgehört, aber bei der Damenmannschaft haben auch ein paar aufgehört und dann bin ich halt da noch dazu, dass wir noch eine Mannschaft zusammenbringen wenigstens. Und da ist einfach immer Schnaps gesoffen worden, bevor wir rausgegangen sind zum Spiel. Das war eigentlich auch nicht verkehrt. Ich habe das Gefühl, in der Kindheit und Jugend geht es oft darum, dass man bei so Mannschaftssport, dass man dann noch zu McDonalds darf nach dem Spiel. Mhm. Und wenn man dann nur älter wird, dann geht es darum, dass man dann sauft nach dem Spiel. Genau, Also, ich glaube, es ist so der tiefere Sinn. das glaube ich auch. War bei dir auch so, oder? Ich war in einer McDonalds-Mannschaft, ja. Okay. Ich habe ab der Grundschule Handball gespielt bis ins Jugendalter. Und wir waren auch brutal schlecht, also wirklich sehr, sehr schlecht. Aber es ist uns auch vor allem darum gegangen, danach ins Mäcki zu fahren. Und unsere Trainerinnen waren, glaube ich, ähnlich motiviert. Ich werde nie vergessen, das ist so frech gewesen, wie eine Trainerin. Also die waren selber nicht recht viel älter als mir, keine Ahnung, die waren so 18, 19. Und eine hat sich einfach Fleischpflanzensemen vorher beim Metzger geholt, also vor dem Training, hat sie mit denen an den Rand hingeguckt. Wir haben die ganze Zeit laufen müssen, sie hat so eine kleine Trommel gehabt. Und immer wenn sie dann trommelt hat, haben wir dann so am Boden, also ich glaube, wir so ein Burpee am Boden gehen müssen, aufspringen und dann weiterlaufen so ungefähr. Und sie hockt einfach da und isst ihre Fleischpflanzensemen. Die haben natürlich auch gut gerochen. Und die haben auch so oft, wenn wir ein Spiel gehabt haben, da waren die wahrscheinlich total verkodert. Am Samstagvormittag sind die dann auch an der Seite geguckt, wenn wir uns warm gemacht haben mit den Mäcki-Tüten schon. Geil. So eine Art von Trainerin, da hätte ich mich auch gesehen. Die werden jetzt wahrscheinlich ganz empört sein, wenn die das hören. Sorry, Schwestern, aber wir wissen doch alle, dass wir nicht die Besten waren. Ich habe einmal Kinder trainiert im Tischtennis. Und das waren halt richtige Kinder, die wollten halt immer lieber Pusteball spielen. Also halt einen Tischtennisball auf Platten legen und einfach so die ganze Zeit den hin und her blasen. Ja, Und auf der Seite, wo er runterfällt, Ja, der hat halt verloren. Okay. Und die haben mich so aufgeregt. Das war irre, weil ich habe gemeint, wir spielen Tischtennis. Ich habe meine Aufgabe sehr ernst genommen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Naja, habe ich auch nicht lang gemacht. Habe auch das Gefühl gehabt, dass die mich überhaupt nicht mögen. Oh nein. War aber, glaube ich, auch pädagogisch nicht die wertvollste Trainerin in dem Alter einfach. Haben die nur eine Pausendosen? Was denkst du? Die haben mich aufgeregt. Die waren scheiße und haben mir nicht gefolgt. Die waren scheiße, die Kinder. Ja, die waren richtig scheiße. Also liebe Grüße, falls da jemand zuhört. Da fühle ich mich sofort irgendwie angesprochen, weil ich glaube, ich war Weil du ein sehr scheiß Kind viel- warst. Stopp. Ich glaube, ich war in sehr viel Sportkurse. So ein Kind, wo man sich denkt, sie rafft es einfach nicht. Sie rafft es nicht. Wir müssen es zurücklassen, sie versteht es nicht. Ich habe bestimmt 10 bis 15 Ski- und Schwimmkurse gemacht in meiner Kindheit. Oh nein. Und es hat sehr, sehr lang gedauert, bis ich beides Kinder habe. Also Skifahren kann ich okay, da ich sagen, nicht sehr gut, aber okay, ich komme einen Berg runter. Ich darf mir jetzt keine schwarze Pisten runterfahren trauen, glaube ich, aber ich weiß, wie man Ski fährt.
Und Schwimmen kann ich auch mittlerweile, da ich sagen, sehr gut. Das habe ich dann in der Schule, also im Gymnasium später, richtig gut können. Aber die Skikurse, oder Ski- und Schwimmkurse, die mich da hingebracht haben, das war wirklich Tortur. Ich habe einfach so Angst gehabt als Kind vor allem. Also dachte, oh nein, sobald mich der Schwimmlehrer loslässt, gehe ich unter und stirb. Oh nein, sobald der Skilehrer nicht mehr hinter mir herfährt oder vor mir herfährt, brich ich mir alle Knochen, weil ich zusammenfalle. Und das hat mich so blockiert, dass ich es einfach nicht können habe. Und die Lehrer und Lehrerinnen waren irgendwann so am Ende mit ihrem Latein. Die haben gar nicht gewusst, was noch da soll, um mich zu motivieren oder mich zu bestärken, weil sie haben immer gesagt, Kim, probier's. Und ich war halt immer den Tränen nah, weil ich wirklich so Angst gehabt habe davor, was passiert, wenn die mich das jetzt allein machen lassen. Also, ja. Ich sag's mal so, meine Pausendosen waren auf jeden Fall auch immer weg nach die Kurse. Naja. Und das, obwohl wir uns da noch gar nicht kennt haben. Tja. Ja. Wann habt ihr Skifahren gelernt? Lang nicht. Wann ging's los mit dem Skikurs? Ich glaube, im Kindergarten schon habe ich meinen ersten Skikurs gemacht. Ja. Bei euch so? Bestimmt auch in dem Alter, oder? Ja, sowas. Ich glaube, so Grundschule auf jeden Fall. Aber ich habe Skikurse auch gehasst. Ich habe mich da so unwohl gefühlt. Da war ich auch immer sehr oft den Tränen nah. Also meine Eltern haben da immer zuschauen müssen. Und sobald die dann, also die wollten ja eigentlich, dass man einen Skikurs geht, damit sie dann selber fahren können, aber das war nicht drin. Überhaupt nicht. Und ich war auch ein brutaler Schisser einfach. Ich habe es eigentlich dann erst so richtig gelernt im Skilager. In der 6. Klasse waren wir im Skilager und da waren wir richtig gute Gruppen und da haben wir uns auch richtig krass gesteigert in der Woche. Also das hat dann auch richtig Spaß gemacht, weil wir halt dann zum Schluss uns alle viel mehr traut haben und dann halt die Buckelpisten unter dem Lift im Tiefschnee durchgefahren sind und so. Und am Anfang wäre das halt undenkbar gewesen. Also das war richtig cool, wenn wir da so gemeinsam als Gruppe dran gewachsen sind irgendwie. Oh. Voll gut. Ja, ich hab's gestern von meiner Mama erfahren, dass ich anscheinend mich einmal sehr gewehrt habe, im Kindergarten gehe, den Skikurs, und dass sie einmal die Taktik dann gemacht hat, dass sie einfach Tür aufgemacht hat, mich ausgeschoben hat und Tür schnell wieder zu und weggefahren ist, so ungefähr. Marianne! Da werden Traumata ausgelöst durch so ein Verhalten. Ja, tatsächlich hat das bei mir überhaupt kein Trauma ausgelöst, weil dieser Skilehrer einfach immer saure Pommes in seiner Skijacken gehabt hat. Und deswegen verbinde ich einen Skikurs einfach nur mit gefrorene Gummibärle. Und das ist ja wohl das Geilste überhaupt. Das ist geil. Wenn du da Kind bist, da schmeckt der Richtig Gummibärle geil. so gut. Ja. Und meine Mama hat auch immer, wenn wir Skifahren gegangen sind, also Snacks dabei gehabt und dann haben wir immer schön im Lift gesnackt. Und das möchte ich mein Leben lang weiterführen. Ich habe auch, wo ich jetzt Skifahren war, habe ich auch Snacks dabei gehabt. Ich habe es die anderen zwar vorenthalten, aber ich habe es dabei gehabt. Aber ich habe es allein gegessen. So im Lift immer. Ich habe so da, als war ich nicht reingekommen in die Gondel und habe die hinter die genommen und habe es selber gefressen. Ja, mal was möchtest du machen? Nein, aber das fand ich immer sehr cool. Und ich hatte schon ein Erfolgserlebnis auch im Skikurs, weil ich war in der Grundschule, glaube ich, die gewampertste im Skikurs. Und dann war ich ja als erst, weil da hat er am Ende so immer, ist man immer so ein Rennrad gefahren. Und da war ich ja die erste, wo unten war, weil wenn das dickste Kind Schuss fährt, dann ist er einfach nur mehr anders Gewicht. Da bin ich auf dem Siegertreppchen da gestanden, war ganz stolz. Sauber. Ja, Sehr so cool. nämlich. Macht sie einen Podcast mit einer Gewinnerin. Das war uns gar nicht bewusst. Hä? Ja, und was mich auch noch interessieren wird zum Thema Sport, habt ihr mal so richtige Sport-Fails erlebt? Also jetzt halt irgendwas, was halt auch irgendwie sau peinlich oder unangenehm war, also oder vielleicht auch im Schulsport. Habt ihr da was? Vreni? Ich habe mal im Schulsport haben wir so diese, kennst du noch diese Kästen, die oben irgendwie so ein Lederdingens da gehabt haben? Und da sind wir halt drüber gesprungen und so mit so durchhocken. Also, dass davor ein Sprungbrett steht, man abspringt, sie mit den Armen auf dem Kasten abstützt und dann durchhockt mit die Viers quasi. Ja. Auf jeden Fall bin ich da dermaßen
mit meinen Zehenspitzen an der Kante vor dem Kasten hängen geblieben. Also durchhocken war nicht, weil meine Füße waren auf der falschen Seite. Ah, na. Und dann quasi geradeaus runter Nein. Oh. im Boden eingeschlagen. Also war natürlich eine Weichbodenmatte, die fette, es ist nichts passiert, aber es war so typisch ungeschickt einfach. Oh. Scheiße. Und so ging es mir sehr oft im Schulsport. Nichts mehr gehasst wie Schulsport. Also wirklich meine ganze Schulzeit lang fand ich es nur schrecklich, in Schulsport zu gehen. Weil man da also demotiviert worden ist, finde ich. Also insbesondere bei Handstand zum Beispiel. Da gab es bei uns mal eine Zeit, wo man benotet worden ist für einen Handstand. Und du hast dann, wenn du einen Handstand gegen die Wand gemacht hast, mit Hilfestellung hast du einen Vierer gekriegt. Wenn du einen gegen die Wand gemacht hast, ohne Hilfestellung, einen Dreier. Wenn du einen normal gemacht hast, einen Zweier. Und wenn du ihn mit Abrollen gemacht hast, einen Einser. Und das fand ich damals schon so geschissen, weil für mich war das krasseste Erfolgserlebnis, war es für mich, mit Hilfestellung einen Handstand gegen die Wand zu schaffen. Dann kriegst du einen Vierer. Was ist das? Das ist doch beschissen. Also wie willst du Kinder den Spaß am Sport verderben? Genau so. Ja. Ja, wir hatten das auch, das werde ich auch nicht vergessen, in der 10. Klasse oder so. Sollten wir eine Kür, wenn ich das Wort schon her, auf dem Schwebebalken machen, weil im ja. Frauensportunterricht darfst du irgendwie eine Küren machen auf dem Schwebebalken. Ich glaube, das haben die Buben jetzt nicht müssen. Auf Ja. jeden Fall es war dann so ein Punktesystem und einen Punkt hast du gekriegt für einen Pferdchensprung. Also hast du halt einfach nur so kurz auf dem Schwebebalken so, ja, wie halt, wenn man halt einen Pferdchensprung macht, so einen Hax und dann den anderen danach heben. So dafür möglichst elegant. Könnt ihr euch vorstellen, wie schied das bei mir war. Dafür hat es einen Punkt gegeben. Und für einen Salto auf dem Ding 6. What? Ein Salto? Ja. Und jetzt hatten wir ein paar Turnerinnen, ein paar Leistungsturnerinnen in unserer Jahrgangsstufen. Natürlich haben die das alle kennen. Klar. Und ich habe halt dann meine Pferdchensprünge gemacht und habe natürlich dann jetzt auch keine geile Noten gekriegt. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist so unfair eigentlich, weil ja. also im Musikunterricht haben wir ja auch nie was vorspielen müssen oder vorsingen müssen und waren da benotet worden, weil dann hätte ich halt Glück gehabt und so haben halt die anderen da Glück gehabt, so ungefähr. Ja. Das fand ich schon krass irgendwie. Und es war halt auch wirklich, wenn du so, ja, einfach halt jetzt nicht der sportlichste Mensch warst, hast du schon die oft geschämt. Also ich war schon immer gut in Ballsportarten, das war gar kein Problem, aber alles, was so mit Turnen oder auch Kraft war nicht so meins. Und ich werde nie vergessen, wie ich dann echt die Einzige war, die es nicht geschafft hat, so ein blödes Seil hochzukraxeln. Und das ist dann einfach peinlich. Da habe ich mich sehr, sehr geschämt. Ich fand es generell so schlimm, wie diese Benotung dann immer aufgebaut war. Also, dass halt diese Aufgaben gegeben hat, wie jetzt das mit dem über diesen Kastenspringer oder am Schwebebalken oder so. Und du stehst in dieser Schlange und du weißt, okay, jetzt sind nur 2 Leute vor mir und gleich bin ich dran. Und dieses Gefühl und dann schauen mich alle an, das ist ja in einem gewissen Alter auch das Schlimmste, was es gibt, wenn Leute dir bei was zuschauen, wo du potenziell verkacken kannst. Furchtbar. Also dieses Gefühl, ganz, ganz schlimm. Und ich bin Linkshänderin, das heißt, beim Sport war es bei mir auch oft so, dass mein linkes Bein das Stärkere oder der linke Arm der Stärkere war. Das heißt, ich habe auf der anderen Seite starten müssen wie die anderen. Und dann waren natürlich auch wieder alle Blicke auf mich, weil die waren alle schon fertig, die Rechtshänder waren alle schon fertig. Und ich war die einzige Linkshänderin und dann kommt sie wieder. Ja, toll. Danke, dass mir jetzt alle zuschauen. Das fand ich, also das, einfach so öffentliche Demütigung, so hat sie das auch gefühlt manchmal. Ja, schon eine Mannschaft Wayne ist ja so öffentliche Demütigung. Ja, voll. Was ich auch krass fand am Schulsport, ist irgendwie so, dass ich gedacht habe, dass Basketball und Volleyball in meinem Leben mal noch irgendeine größere Rolle spielen werden, weil wir haben es jedes Jahr durchgenommen. Und ich finde, das ist auch überhaupt, das ist ja nicht so deutsch, so typisch deutsch, wo man jetzt sagt, hey, wir sind in Deutschland, jetzt der wir alle Fußball lernen oder keine Ahnung, so irgendwie was bei uns, wo du halt auch Geld verdienen kannst, dass ich denke ja gleich wieder wirtschaftlich, wenn du das kannst. Also Basketball und Volleyball sind ja so eher weniger populär, würde ich jetzt mal sagen. Aber also auf dem Gymnasium haben wir das jedes Jahr, haben wir Basketball und Volleyball durchgehauen.
Aber kannst du einen Korbleger? Interessiert mich jetzt natürlich. Natürlich nicht. Schon. Ja. Ich hatte auf Lokalisten, das war so eine Plattform wie StudiVZ, nur ein bisschen lokaler bei uns in Oberbayern, glaube ich, eher so ein Ding. Weiß nur, dass ich in meinem Steckbrief hatte, wen will ich gerne mal treffen. Also du hast so einen Steckbrief ausgefüllt und da stand der Volleyball. Das zu meiner Schulsportkarriere. Warst ja damals schon lustig. Das ich bin lustig geboren. Aber Res, hast du noch einen Sportfail für uns? Also mein schlimmstes Schulsporttrauma war definitiv der Rückwärtspurzelbaum, den wir in der 6. Klasse machen müssen haben. Oh. Bei der Frau Hollfelder, Grüße gehen raus. Da war sie noch so gut. Eine Freundin von mir und ich, wir waren die letzten 2, die dran gewesen waren. Und wir haben uns natürlich immer wieder, na, geh du vor, so wie man es halt da macht, damit man schön und Zeit schinden kann. Und wir haben uns einfach beide nicht traut. Also in meiner Vorstellung war es so, wenn ich diesen Rückwärtssalto mache, brich ich mir das Gerack, bin ich tot. Geht nicht. Ich kann das nicht. Ich stirb, wenn ich das mache. Und ich bin dann wirklich in Tränen ausgebrochen, als Frau Hollfelder versucht hat, mir Hilfestellung zu geben und mir meinen Arsch halt so hochheben wollte, damit ich einen Rückwärtspurzelbaum machen kann. Aber ich war einfach völlig panisch, habe nur noch gewarnt und ja, dann hat's gesagt, na gut, dann muss ich das nicht machen. Sie tragt mir einfach keine Noten ein. Sie hat mir keinen Sechser eingetragen, obwohl ich keinen gemacht habe, sondern sie hat mir einfach keine Noten eingetragen. Und Das ja, ist nett, danke Frau Hollfelder. ja, Das ist die sehr, war sehr lieb. sehr verständnisvoll. Das, Ich finde aber auch generell, der Sport nicht benotet gehört. Ja, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht ausführlich damit beschäftigt, aber es darf einer auf jeden Fall sehr, sehr viel unangenehme Momente ersparen. Außer diejenigen, die natürlich saugeil sind in jeder Sportart, die werden sich wahrscheinlich denken, nein, das rettet meinen Schnitt. Also schwierig. ja, Ja. Stimmt. Naja, aber das sind nicht wir diejenigen, die das entscheiden. Wir entscheiden jetzt halt über die 3 Besten versus die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein. Leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar, da die da heute von euch gern wissen, was sind denn die 3 besten Sportarten zum Zuschauen für euch versus die 3 schlimmsten? Res, start gern. sehr gern. Ich darf mit den 3 Schlimmsten gern anfangen. Die finde ich alle 3 extrem langweilig, aber ich habe es gestaffelt nach Einschlaf. Weiß ich nicht, Einschlafquote. Also, am ehesten einschlafen. Auf Platz 1 ist bei mir Formel 1. Erstens finde ich es eine Frechheit, dass sie das Sport nennt. Es ist Autofahren. Beruhigt euch. Zweitens. Da kommt jetzt Hass. Ich glaube, das ist auch anstrengend. Ich glaube auch, dass das sau anstrengend ist. Ich will nur ein bisschen gemein sein oder nur ein bisschen frech sein. Zweitens, ich verstehe nicht, wie man sich das immer wieder reinfahren kann, ohne Ei zum Schlafen. Also in meiner Kindheit hat mein Papa das immer geschaut und für mich war das einfach so ein richtiger Sonntagnachmittag, ich schlafe nochmal eine halbe Stunde Moment, weil du hörst immer dieses Miau, Miau. Und das löst bei mir sofort aus, dass ich mich hinlegen möchte und so richtig eklig schlafe, sodass man sich auch ein bisschen anläfert. So, also ja, ist für mich eine sehr, sehr, sehr langweilige Sportart zum Zuschauen, aber gute Geräuschkulisse zum Mauken, wie wir hier in Niederbayern sagen. Das ist so ein süßes Wort. Finde ich auch, ja. Und jemanden, den man süß findet, ein süßes Kind, kann man dann auch Mauki nennen. Du bist ein kleiner Mauki. Oh. Auf Platz 2, Bayerisch mit Res. Auf Platz 2 ist bei mir Snooker, also Billard anschauen im Fernsehen oder auch generell. Denke ich mir, na, sorry, schlaft man auch komplett der Arsch ein, tut mir das sehr leid. Und wo man der Arsch auch noch einschlaft, aber was ich nur einigermaßen okay finde, ist Golf. Ich finde, das kann man sich auch noch anschauen, ist ganz nett, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, jawohl, heute endlich wieder Menschen dabei zuschauen, wie sie mit Eisenstäben kleine, harte Bälle in Löchern versenken. Ist leider nicht. Aber Okay. womit man mich kriegt, jetzt passt auf,
ist seit neuestem natürlich auf Platz 3 Eishockey. Liegt es vielleicht an dieser Serie, die ich vor kurzem geschaut habe, wo sich zwei sehr heiße Eishockeyspieler ineinander verlieben? Nein, ich liebe diese Sportart einfach, unabhängig davon. Ja, ich habe tatsächlich in der Serie sehr wenig über Eishockey gelernt, aber ich finde, das kann man sich trotzdem gut anschauen. Aber sehr viel über den Körper. Ja, Von doch. Eishockeyern. Das, ja, auf jeden Fall. Das ist halt das Interessanteste. Ja, aber also ich finde, das kann man sich ganz gut anschauen. Ich finde, die Stimmung ist immer gut beim Eishockeyspiel, das kann man schon machen. Genauso wie auf meinem zweiten Platz bei Football. Da ist die Stimmung auch immer richtig geil. Da gibt es so viele Pausen, wo dann irgendwie Cheerleader eine kleine Choreo aufführen, dann hört man wieder gut die Musik zwischendurch. Finde ich gut. Ist eine gute Sportart. Schaue ich gern. Und ich habe zwar null Verständnis davor, aber ich schaue richtig gern Fußball. Schaue ich mir gern an. Mag ich. Das ist so einfach, das verstehe ich. Obwohl ich kenne keine einzige Regel. Frag mich, was abseits ist, es ist mir egal. Ich will einfach schauen, ob der Ball ins Tor kommt oder nicht. Macht mir Spaß. Schaue ich gern. Aber schaust du es Ist im so. Fernsehen gern oder schaust du auch gern so im Stadion oder Kreisliga? Ich war noch nie in einem richtig großen Fußballstadion, aber das war bestimmt auch mal lustig. Aber ja, auch so auf einem Dorffußballplatz, wenn dann wieder irgendjemand meint, er weiß besser wie der Schiri oder so und dann vier scheint, das musst du im Regelbücher nachschauen. Ich lieb's. Ich lieb das. Finde ich schön. Ja, das holt auf jeden Fall sehr viele Charakterseiten hervor. So in Leid, so ein Kreisliga-Fußballplatz. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich schon Diskussionen mit meiner Freundin Jasmin geführt, weil die dann auch gerne mal Arschloch schreit oder so, aber dann halt Gorsa gegen Dates spielt und wir kennen halt auch die Dates-Spieler privat persönlich, also sehr unangenehm. Die Emotionen müssen raus. Naja. Liebe Grüße, Jasmin. Vreni, was ist bei dir? Ich fange mal an mit die 3 Besten. Ich mag sehr gern Eishockey. Auch. Da ist immer Action. Und was los im Stadion. Und es ist einfach sehr kurzweilig. Das finde ich immer ganz gut. Und die Pausen sind ja auch immer sehr musikalisch untermalt. Ja, und wenn sie dann küssen auf dem Spielfeld und ja, ist einfach schön. Ja, genau. Das ist richtig schön. Auf dem Feld waren, ja. Ja. Zum Thema Küssen bin ich jetzt in der USA bei Platz Nummer 2 Baseball. Da gibt es ja so Kisscams, wo dann vom Publikum rausgesucht werden, die sie dann küssen sollen und auf der großen Leinwand gezeigt werden. Aber generell finde ich, ist also Baseball ist irgendwie wie Volksfest. Also ich war jetzt bei ein paar Spiele und es ist so geil, weil die Leute einfach kommen und gehen während dem Spiel und dann haben sie da Popcorn und dann holen sie sich da noch einen Hotdog und dann holen sie sich noch eine Pizza und dann holen sie sich noch das und noch das. Also es ist einfach ein ständiges Kommen und Gehen und Gefresse und das Spiel ist eigentlich ein bisschen Nebensache. Außer es gibt mal einen Home Run oder sowas, dann ist es halt einfach, da ist halt richtig Action. Und auch viel mit Musik und dann gibt es wieder beim Spiel ein Feuerwerk und beim nächsten Spiel kriegst, wenn du neigest, irgendwie so einen Wackeldackel, der Spieler ist quasi. Also aus dem Spieler, wie nennt man das, ich weiß. Geil. Also es ist einfach wie ein Volksfest, richtig, richtig cool. Also die machen quasi spannende Sachen um den langweiligen Sport quasi zu überdecken. Der ist nicht langweilig, darf ich so nicht sagen. Also ich habe auch schon fade Baseballspiele gesehen, aber ich habe auch schon sehr actionreiche Baseballspiele gesehen. Okay, ja, müssen Naja. wir Ja, rendiert sie. Und was ich am allerliebsten anschaue, ist Darts. Es war gerade wieder Darts-WM und es ist einfach so unfassbar griebig, sie eine halbe aufzumachen, auf dem Sofa zu chillen und einen geilen Darts-Abend zu machen. Die Spiele anschauen, in der Pause selber ein paar Pfeile schmeißen und Da möchte ich die schubsen. Das klingt so schlimm, wirklich.
Ich glaube, dass es richtig geil ist, aber da habe ich auch wieder so viele Vorurteile. Das ist unfassbar geil. Das ist unfassbar geil. Das sind nur Vorurteile, weil nämlich auch Darts WM vor allem ist eigentlich was für euch. Es ist eine brutale Saufveranstaltung. In London in Ellipelli sind nur verkleidete Menschen, die da Darts schauen und sie zusaufen. Also eigentlich ist das unsere Veranstaltung. Ja, Eigentlich. vielleicht mal Ausflug. Naja. Aber ihr müsst es nicht anschauen. Passt schon. Na, Schau es allein. vielleicht schauen wir es mal mit dir gemeinsam und du kannst uns davon überzeugen, dass es doch ganz cool ist. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich keinen Spickerpfeil in die Hand nehmen darf. Deswegen. Spicker. Sag noch einmal Spicker. Ja, Entschuldigung, Da aber gibt's Beef. auf dem Lengröser Volksfest hat man jetzt nicht Daten können, sondern halt Spickern und so Luftballons. Und ja, Spickern. Ja gut, das Da ist ja was hatte ganz ich- was anderes. da hat halt die Frau, die da gearbeitet hat, von mir, als ich glaube, war, einen Spicker ins Hirn gekriegt. Das ist meine Lieblingskindheitsgeschichte von dir, glaube ich. Vielleicht sollte Ja. man doch nicht miteinander Darts spielen. Oder Na. wenn nur anschauen. Ja, das ist sehr schwierig. Da habe ich Angst, dass das Karma zurückschlägt. Ähnlich wie bei Schwimmen mit meiner Nichte. Da habe ich auch Angst davor. Also weil ich habe jetzt eine Babynichte gekriegt. Und mit der möchte ich eigentlich auch nicht zum Schwimmen gehen, bis sie stubenrein ist. Weil ich habe meiner Tante einen ihrer unangenehmsten Momente ever beschert, als ich klein war. Und als sie mit mir beim Schwimmen war, habe ich schön ins Becken eingekackt. Jawohl. Schön. Und da war ich auch schon so alt, dass ich Erinnerungen habe. Oder mir hat jetzt einfach oft nur verzeiht, aber ich glaube, ich war da 3 oder so. Also jetzt echt nicht so krass Okay. klar. Und ich kann mich nämlich nur erinnern, wie so ein sehr, sehr empörter Bademeister auf mich zugelaufen kommt mit Du, nein! Naja, da war es schon spät. Und da, also ich habe Angst vor einem Spickerpfeil in meinem Kopf und davor, dass meine Nichte irgendwo in das Schwimmbecken kackt, wenn ich dabei bin, ohne Date. Naja, so viel dazu. Aber erzähl doch gern von deinen schlimmsten Sportarten. Ja. Also, ich finde Leichtathletik Fahrt zum Anschauen, sowas wie 100-Meter-Lauf oder so, weil das dauert ja immer bloß ein paar Sekunden, die sind dann spannend und dann passiert immer ewig nichts, bis der nächste Durchgang kommt. Und das ist immer so, in einer Stunde schaue ich dann 2 Durchgänge oder das finde ich richtig fad. Das nervt mich. Ansonsten finde ich Radlfahren, anschauen, Tour de France, sowas, ist tatsächlich eine sehr geile Geräuschkulisse zum Schlafen. Also wenn ich einen Nap mache und Tour de France laufe, das ist perfekt. Formel 1 und Tour de France. So. Ja, Gängern hart in so Hand. richtig zum Hinschauen. Die fahren ja da stundenlang und eigentlich sind ja dann die letzten paar Minuten halt spannend, wenn vielleicht nur der ein oder andere überholt, aber davor fahren die ja stundenlang immer gleich irgendwie. Also es gibt vielleicht mal einen Massensturz, aber den gibt es jetzt auch nicht oft. Ja, aber das ist dann auch eher schlimm und nicht spannend, oder? Das will man Ja. auch nicht so genau sehen. Ja, ist echt so. Ist echt so, ja. Und was ich wirklich richtig, richtig schlimm finde, ist Wrestling. Mein Bruder hat, wo der ein Jugendlicher war, immer Wrestling angeschaut. Und eigentlich an sich, also wenn man sich mal damit befasst, das ist ja total viel Show und so, ist es ja eigentlich schon krass, was die da für eine Show machen und so. Aber ich finde es Voll. trotzdem unfassbar schlimm, das anzuschauen. Ich finde es unfassbar übertrieben, wenn es dann mit den Klappstühlen aufeinander losginge. Echt? Ich Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen gebrandmarkt, weil mein Bruder die Wrestling-Griffe, die er da gesehen hat, immer an mir ausprobiert hat. Oh. Aber ich finde, Wrestling ist einfach nur scheiße. Mein Bruder war ja Profi-Eishackler und ich habe sehr viele Tennisbälle draufgeschossen gekriegt, daher fühle ich das, wenn ich vorbeigegangen bin. Schön. Ja, Brüder, immer wieder eine Wonne, dass sie da sind. Große Brüder vor allem. Ja, schön. Was sind deine 3 besten und deine 3 schlimmsten Sportarten, Anja? Ich fange an mit den besten Sportarten.
zum Zuschauen für mich. Auf Platz 3 ist Skifahren oder Skispringen. Das erinnert mich irgendwie an meine Großeltern. Da fühle ich mich irgendwie wohl, wenn das läuft. Also so genau verstehe du es jetzt einfach. Was heißt verstehe im Sinne von, ich kenne mich nicht aus, ich weiß jetzt nicht, auf wen wir setzen müssen. Da bin ich dann einfach patriotisch und halt zu der Bayerin oder dem Bayer, weil meistens ist schon jemand von uns dabei. Ähm, oder halt zur Not dann zu den Österreicher. Aber ja, deswegen ganz cool. Dann auf Platz 2 auch Eishockey bei mir. Es ist einfach ein bisschen wie Fortgehen. Ich mag gern, wenn es ein bisschen kühl ist. Ich mag, dass da die ganze Zeit Musi läuft. Ich mag, wenn ihr meine Musi da spielt. Auch nochmal danke an der Stelle. Vor allem nach Rosenheim. Ich glaube, da läuft es oft mal meine Musi. Daher merci. In Deutsch läuft es auch. Echt, oder? Geil. Ja, Das habe ich freut dir auch mich. schon gehört. Das freut mich. Dran auf, der Fichtel ist im Radio. Im Stadionradio. Aber man denkt, wo es letzte Mal Ja. dort war. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön, das ehrt mich. Aber das Beste am Eishockey, und da muss ich jetzt dir widersprechen, Reyes, mit dem, dass man nicht sehen will, dass was Schlimmes passiert. Ich freue mich am allermeisten, wenn sie sich ordentlich auf die Fresse hauen. Es ist einfach schön. Sobald der Handschuh ausgezogen wird, dann schaue ich Ja. aber. Dann ist Partystimmung. Oh Mann. Ja. Na, auf Platz 1 ist bei mir tatsächlich Fußball, wenn es um was geht. Also so, wenn irgendwie WM ist oder so und dann spielt Deutschland in irgendeinem wichtigen Spiel, das finde ich so geil. Oder ja, bei der Champions League, wenn es um was geht, das finde ich immer richtig, richtig Bei der cool. wenn man sich dann Champions League. Sorry. Ich bin ein Native Speaker, wir wissen es. Tut mir leid. Ja, genau. Und auf Platz 3 der schlimmsten Sportarten für mich zum Zuschauen ist Fußball, wenn es um nichts geht. Also, mein Papa ist zum Beispiel so ein Mensch, der sich schon einmal Fußball anschaut von einer Mannschaft, wo er jetzt nicht einmal Fan ist. Oder ich war einmal ganz kurz mit einem Fußballer zusammen und der hat sich wirklich alles angeschaut. Also wirklich U17, U19, ich weiß nicht, ob es diese Abstufungen wirklich gibt. Aber das alles. Oder auch, ich muss sagen, so Kreisliga-Fußball, wenn ich dann da am Rand hocke, ist nicht meins. Ist mir zu langweilig und ich finde, dass die sich auch trotzdem auf diesem Niveau, wo sie spielen, oft dann hinfallen lassen und dann aber auch so übertreiben, so wie die Profis. Und im Eishockey ist das halt so, ja, weiß ich nicht, das ist halt so ein harter Sport und keine Ahnung was, da wird halt eher noch geschlagen und Fußball ist für mich so Jammersport. Irgendwie. Aber man muss sagen, Männerfußball. Ja, wir reden hier von Frauenfußball, also Frauen liegen definitiv nur am Boden, wenn es wirklich weh da hat. Das Definitiv. stimmt, die sind so hart, die Hund. Das ist so krass, ja. Ja, Ja. ja. Ja, mein Papa schaut das auch jetzt mittlerweile richtig gern, Frauenfußball, der ist da ganz begeistert. Ich bin tatsächlich generell nicht im Fußball-Ding drin, aber wenn WM ist, dann bin ich wieder am Start. Und was ich auch noch droppen möchte hier, das geht jetzt halt an die ganzen Kreisliga-Fußballer, die sich jetzt hardcore beleidigt von mir gefühlt haben. Und zwar, ich möchte einen kleinen Tipp geben. Vielleicht wisst ihr es eh schon, aber vielleicht wisst ihr es auch nicht. Ihr müsst darauf achten, dass euer Foto hübsch ist, das wo in dieser App ist, in dieser, wie nennt man denn das? Ja. Wie heißt der? BFV-App. So heißt die App, genau. Weil sämtliche Frauen nutzen das quasi als so eine Art Tinder. In dem Sinne. Also meine Freundin da komplett. Immer wenn ich dort mitgegangen bin zum Fußball schauen, dann wurde erst einmal die gegnerische Mannschaft ausgecheckt auf dieser App. Also das ist wirklich, du musst schauen, dass dieses Profil passt. Das Sehr Weil gut. da Foto können ist. wirklich Frauen aufreißen damit. Oder Männer, je nachdem. Aber diese App wird benutzt. Auf jeden Fall. Dann auf Platz 2 ist für mich Curling. Das finde ich das brutal langweilig zum Zuschauen. Auch ein bisschen amüsant, aber langweilig. Und auf Platz 1 ist Formel 1 tatsächlich auch. Ich glaube, dass das vor Ort richtig cool ist. Also da ist bestimmt auch richtig coole Stimmung.
Und ich darf mir ja gerne mal in so ein Auto einhucken und so. Ich finde das so schon interessant, aber im Fernsehen, na, das ist wirklich so ein Papa-Ding. Das läuft bei Vätern am Sonntag, Nachmittag und du denkst da einfach nur, warum habe ich nicht meinen eigenen Fernseher? Wieso seid ihr so gemein zu mir? Ja. Vor allem pennen die Väter ja selber ein dabei. Ja, natürlich, aber du schaltest Ja, das klar. bringst mit. Ja, genau. Ich wollte es nur anschauen. Ja, genau. Ich schau das. Als ob. Ja, genau. Das waren Ja. meine Platzierungen. Schön. Dann war es halt eine sportliche Folge. Ich habe jetzt die ganze Zeit einen Ohrwurm von Reinhard Fendrich. Es liebe der Sport. Es liebe der Sport. Es ist gesund und macht uns hart. Also, dann machen wir jetzt noch zum Abschluss eine Lieblingskategorie: Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Wertes Fräulein, diese stinkende Strumpfhose dürfte ich selbige mal ausleihen zu Forschungszwecken. Liebe Grüße, Franz. Liebesbriefe. Wir haben es in der letzten Folge schon gehabt. Ich habe da ein Video auf Instagram gepostet, wo ich saubsuffen auf meinem neuen Lenkbob hock. Und ich das einfach nur lustig gefunden habe. Ich bin da überhaupt nicht hergerichtet oder irgendwas. Habe Thermostrumpfhosen an, weil es Winter ist. Und dazu hatten sehr viele Fuß- und Strumpfhosen-Fetischisten eine Meinung. Ich glaube, das ist in irgendeinem Forum geteilt worden, das Video. Also es ist echt sehr out of context, weil es gibt sehr viele Menschen, die das ja anbieten im Internet, so ein Content. Und bei dem Video sieht man, dass das absolut nicht so gemeint ist und dass das null erotisch sein soll. Und trotzdem schreiben diese ganzen Leute. Und ja, sie haben nicht aufgehört. Und Vreni und Res tragen euch da jetzt noch ein paar Sachen vor. Der Michel schreibt: Hallo, du süße Strumpfhosenmaus. Das ist nämlich meine Identität, eine Strumpfhosenmaus. Das ist korrekt. So da die auch beschreiben. Ja. Mika hat gleich eine direkte Anfrage an die und zwar: You can put those yummy nylon feet in my mouth. Na, schön. Ungern, ehrlich gesagt. Magst du das wieder kurz übersetzen, bitte, Res? Ach so, ja, freilich. Also ganz frei übersetzt, da die sagen, steck diese Nylonfüße in meinen Mund. Na, passt schon. Ja. Normale Sachen, die man kommentiert unter einem Video von einer fremden Frau. Ungern. Öffentlich, muss man dazu sagen. Ja. Dazu gibt es noch einen wunderbaren Kommentar vom Aaron. Hässliches Hurenvieh. Ja, das ist auch genauso angebracht. Ja, doch. Männer im Internet. Ja, also Wichtig. den wollte ich eigentlich als Prinzip auch sagen. Ich habe noch nie jemand gesagt wegen einem Kommentar, aber da habe ich mir irgendwie gedacht, das ist so ein Fake-Profil, das wo sie so geil fühlt, dass er den ganzen Tag Safe-Hate-Kommentare schreibt. Und dann habe ich mir gedacht, so irgendwie, seine Leute haben schon einfach mehr Anzeige verdient, weil im echten Leben kann man es einfach auch sagen. Aber ja, ich war dann zu faul. Also falls jemand für euch langweilig ist, ich schicke euch einen Screenshot. Der Pontus ist ein bisschen ruhiger unterwegs. Er kommentiert einfach nur Stern-Emoji, Fußabdruck-Emoji, lächelnder Emoji. So, weil mein Fuß hat nämlich einen Stern. Richtig. Korrekt. Und dann haben wir noch eine ganz süße Maus, ein Flo, der schreibt: Wieso tragen an Weihnachten so viele junge Frauen Nylonstrumpfhosen? Sieht aber echt toll aus. Ja, wieso nur, Flo? Wieso nur? Wieso nur? Weil Weihnachten ist. Ich habe den dann angeklickt und habe gesehen, dass der meines Dialekts mächtig ist. Also wir reden nicht denselben, aber dass er meinen auf jeden Fall verstehen wird. Deswegen habe ich mir gedacht, so, dir antworte ich jetzt auch. Und dann habe ich dem Kommentar geantwortet: Alter, ist dir das eigentlich nicht peinlich, dein Fetisch öffentlich wo zu kommentieren, wo es null angebracht ist? Und dann hat er seinen Kommentar sofort gelöscht. Ich habe den natürlich dann schon angeklickt gehabt. Mittlerweile hat er sein Profil privat, aber ich habe natürlich, Herr Richter, ich habe Screenshots.
natürlich Screenshots gemacht, weil ich das natürlich der Res und der Vreni gleich geschickt habe. Denn Klar. dieser Typ, der das da kommentiert hat, der ist in einer Jugendorganisation von einer rechtskonservativen Partei, einer großen im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt einfach mal. Sympathisch. Aha, ich habe das dann googelt und habe dann gelesen, dass sie Zuwanderung als Überfremdung quasi bewerten und ablehnen. Und wir haben dann natürlich sauber gelacht, weil die wollen natürlich eher die Frauen nur selber im Internet belästigen. Genau. Sie können uns unsere Jobs wegnehmen, aber unsere Frauen belästigen wir nur selber, gell? Genau. Unsere Frauen vor allem. Ja. Da schwingt ja einmal ein bisschen was mit, gell? Hab nicht gewusst, dass ich deine Frau bin. Hab nicht gewusst, dass du ein Anrecht auf mich hast, nur weil wir die gleiche Nationalität haben. Aber hey. Da steht auch noch dabei bei der Beschreibung so, ja, sie vertreten heute, oder sie stehen für die deutsche Kultur, oder die was, die deutsche Kultur. Die deutsche Belästigungskultur. Danke dafür. Dass man sein Fetisch im Internet irgendjemand aufdruckt, obwohl es 1000 Seiten gibt, wo man das ausleben kann. Danke, Genau. Flo. Ja. Danke, Flo. Danke. Also, liebe Wellensittiche, haben wir es wieder. Packen wir's. Folgt uns gern auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube. Ihr findet uns unter Wellensittich-Stammtisch. Slidet gerne rein in unsere DMs. Wir freuen uns immer über Feedback und Feedback-Nachrichten auf jeden Fall. Da geht uns das Herz vor allem auf. Und kommentiert auch auf jeden Fall gern unsere Videos auf Social Media. Da hilft es uns auch sehr viel weiter. Vielen Dank euch und bis nächste Woche. Servus. Servus. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt.